Willkommen bei Halbschlau voll Herz, dein kurzweiliger Ohrensnack mit der Steffi. Und der Jenny. Da gibt es jeden Donnerstagmorgen eine Portion Herz, ein bisschen Chaos und hoffentlich ein paar Lachen. Hoi Steffi, wie geht's dir? Wir haben schon mal über das geredet. Ich finde, für mich bist du wirklich keine Jenny. Oder ist es einfach, weil ich noch so viel Respekt habe vor dir, dass ich finde so, du bist mehr so ein bisschen Jennifer, finde ich. Hoi, Jennifer. Nein, Was schon nicht? Das hat mir jetzt niemand gesagt. Ich sage nicht so eine Jenny. Ich weiß nicht, ich finde eigentlich schon, I'm still Jenny from the block. Von dem her, Du. Okay, nein. Aber ich bin definitiv keine Stefanie, sondern Steffi, wenn du mir jemals Stefanie sagst im ich Fall. weiss, ich habe das Memo schon bekommen. Ich habe es mir fett hinter durchgeschrieben. Ja, wir haben, also einfach für euch, die jetzt am Hören sind, wir haben wie so wie nennt man das, weißt du, bei den Stars, weißt du, die Roster, das auch Sachen, die sie wollen in ihrem Zimmer. Ja. Liste. Also bei uns ist wirklich, also es hat verschiedene... Steffi hat gerne 3 Evian Mineralwasser und Es ist einfach so. nicht Stefanie sagen. Es ist so, und ich weiss nicht, wo meine Trüffelchips geblieben sind, ich habe es recht gross draufgeschrieben, aber naja, I don't know, ich muss So noch mal... geil, aber es ist immer so, ich glaube, etwa so nach Hälfte von der Packung ist es mehr so ein Zwingen, es ist hure geil, mach das jetzt fertig, essen. Genau, und so ein bisschen leicht schlecht, aber ist gleich. Ja, es ist wirklich, also... Ja, es ist Können wir jetzt nicht so, mal zelebrieren? es ist ganz schlecht. Also, anyway. Hoi, wie ist das Leben? Hey, das Leben ist gerade recht rollercoasterig. Mhm. Weil ich glaube, mit 41 schon sicher definitiv in der Perimenopause bin. Und it's fun. Gell, es macht Spaß. Ich bin dir 10 Jahre voraus und kann sagen, schnall dich an, Baby. Nein, es ist, ja. You're off for a ride. Ja, es ist lustig. Aber weißt du was, es ist alles im Großen und Ganzen okay. Es ist wie die Kindergeschichte. Weißt du, und alle sagen, wenn ich sage, meine Töchter sind wie 21 und 23 und so, wow, 2 Mädchen, wow, Pubertät. Und ich so, Guys, es ist wie nicht so schlimm gewesen. Aber ich muss jetzt wie auch im Nachhinein wahnsinnig fest Holz anlangen. Und auch bei dir kann ich sagen, fucking Perimenopause-Geschichten. Dürfen wir fluchen? Wir dürfen schon fluchen. Also, wir haben bis jetzt schon geflucht und ich schaue auch immer, schauen, dass es so ein R-rated beim Podcast ist. Und ja, eben, und sonst wäre jetzt spätestens der Moment zum Kopfhörer holen. Ja, ich würde es, also ist NSFW ist schon, oder? Habe ich es richtig gesagt? Not suitable for work. Es ist so mittel suitable. Einfach wie wir Es kommt einfach hure drauf an. Ich finde, es ist schon suitable. Es kommt halt einfach mega drauf an, wie dein Pokerface ist. Okay. Wenn du ein Pokerface hast, das so gut ist, dass du eigentlich prinzipiell ein Porno könntest schauen beim Arbeiten, Dann go for it. Leb dein Leben. Finde ich super. Also, wir haben uns im Fall, letzte Woche haben wir uns noch irgendwie, glaubst wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, dass wir dazu neigen, Surprise, ein bisschen lang zu reden. Und unser Ziel mit Halbschlau vor Herz ist ja gewesen, dass wir einfach so relativ kurze, lustige, unterhaltsame Podcasts machen. Und darum haben wir jetzt schon auch hure viel geschnurrt. Komm, legen wir doch gerade los. Wir haben gewisse Themen, die wir vorbereitet haben. das ist im Drumroll. Ich muss immer noch so Knöpfe haben. Aber ich lege es wieder ab. Sorry. Genau. Wir machen ja eigentlich wie so, wir haben gemerkt, wir machen jetzt eigentlich mittlerweile ist es wie eigentlich schon fast so ein humoristisch-satirischer Wochenrückblick oder so. Und zwar mit den Sachen, die wir am liebsten haben. Und zwar, einerseits ist es halt schon Bösteln, gell? So ein bisschen konsumieren. Aber es ist eben, unsere Idee ist ja, dass wir eben ganz bewusst zum Teil manchmal nicht Genau. konsumieren und uns gegenseitig wollen auf die Schulter klopfen. Und also in der Kategorie Shit I didn't buy this week, ich habe so ein bisschen beschissen. Ich habe 1 von 8 habe ich beschissen. Erzähl. 1 von 8, aber ich bin stolz. Ich habe nur 1, glaube von 8 gekauft und 7 nicht. Und zwar, ja, gell, die neuen Facial Drops von Veleda. Was? Die gibt es irgendwie etwa 10 oder so. Jetzt schau. Also, Hey, du hast alle, du Gott, Dori, wirklich. Nein, sorry, schau, ich bin Weißt, nicht an. ich denke, ja, am Steffi, und dann kommt einfach so etwas und ich hasse dich. Das Nein. nächste ist aber auch toll. Sorry, jetzt ist ja nicht eine Dauerwerbesendung und so, aber du kannst im Fall, ich bringe es dir mit. Wir sehen uns jetzt dann wieder mal zu einem Aperol-Spritz. Ich bringe dir die mit, die du nicht gekauft hast. Das ist wirklich so. Also, sie sind noch lästig. Ich habe nur den Glow gekauft. Der Glow. Also, ich Den bin Glow. Den Glow habe ich gekauft, bin ich wirklich schwach geworden, weil, ich weiß nicht, das ist so mein Holy Grail. Das Glow-Produkt, wo du einfach glowy aussiehst und nicht Speckprinzessin. Also, weißt du, ich Weißt du, was bin ich meine? wirklich Speckprinzessin. In dem Fall tue ich die ausprobieren. Also, dann machen wir, schau mal, wie es glowt. Das Glow Drops. Ja, bis jetzt bin ich zufrieden, I guess. Schau mal, komm ein bisschen näher in die Kamera. Ich habe heute nichts drauf. Das ist nichts.
Alright. Also das ist im Fall für Jetzt kommt da wieder der Hals. Haushalt Jetzt wichtig. hassest du mich, es ist immerhin fair. Nein, ich hasse es wirklich. Nein, es ist für euch wichtig zu wissen, dass wahrscheinlich Jenny die ganze Zeit zelebriert, dass sie völlig kein Make-up trägt und ich habe auch hure viel an und ich bin auch stolz drauf. Also von dem her. Also aka einfach Highlighter. too lazy. Aber genau, darum steht dann bei this week ist eigentlich die gesamte Veleda Serum Drops Kollektion außer der Glow. Okay, ich bin stolz auf dich. Ja, Das genau. was machen. Ich bin stolz auf dich. Bravo. Bei mir ist es lustigerweise die Woche auch Beauty-related, weil der Adventskalender-Wahnsinn ist losgegangen. Ich habe ein bisschen Hate bekommen, dass ich auf meinem Blog irgendwie, weißt du, jetzt schon quasi auf Hey Pretty habe ich jedes Jahr einfach die besten Adventskalender und meistens passiert das schon im September. Und ich habe wirklich, mir hat eine gemeldet und hat gesagt, sie fände es völlig daneben, dass ich jetzt da schon über Adventszeit rede und so. Und ich so, Doris, not her real name. Doris, du musst keinen kaufen. Aber Aber es war vielleicht ein Doris gewesen. es ist vielleicht ein bisschen Doris gewesen. Nein, aber ich habe dann wirklich Sorry, gefunden, Doris. oder eben, es gibt einfach bei diesen Beauty-Adventskalendern, wie wir alle wissen, ich finde es ja selber auch mega lässig, obwohl ich ja so Produkte zugeschickt bekomme. Und mein absoluter Liebling ist, also ich finde der Look Fantastic Beauty-Adventskalender, das ist so ein englischer Webshop und der kostet im Fall nur 110 Franken und hat im Fall mega lässiges Zeug drin. Also ist eigentlich mein Favorit, den ich nicht gekauft habe, Okay. aber wenn ich jetzt ein Rich Girl wäre oder der von Sisley überkäme, der Sisley Ja. Adventskalender ist Du, weißt du, meine Hoffnung ist ja immer noch, dass irgendjemand, der auf Englisch übersetzt, unseren Podcast, und dann irgendwie Liberty steckt, dass wir Liberty. eigentlich auch gerne Liberty hätten. Weil das haben Das wir ja ist schon mal wirklich, thematisiert. ja, das ist wirklich. Also einfach, wir haben es jetzt wie genug gesagt. Also wenn sie uns nicht zuschicken, dann können wir wie nichts Ja, mehr. Ich würde sagen, ja. wir gehen Aber auf eben, Sisley, ist okay. Ja, ich wäre nicht es ist, also, böse. ich finde es im Fall völlig okay. Ich wäre nicht böse. Es wäre Okay, okay. gut. Bist du wieder da? Du hast getönt, als wärst du schnell in der Gutzli-Büchse schnell kehren. Ja, ich kann. Ja, jetzt. Ich kann wackeln. Wieso? Aber ja. Jetzt ist gut. Jetzt Genau. ist es. Hey, das ist doch gut. Dann Hey, weiss ich bist du nämlich schon. bereit bist du bereit für Asshole of the Week? Ich habe so eine gute Geschichte, dass ich es fast nicht Ja, kann. ja, go, go, go. Ist gut, also Ja. weißt du, oh, wir machen keinen Timecheck, aber ich nehme an, du hast mir vorher den Blick gegeben, so, Stefanie, komm zum Punkt, hat sie gedacht. Ja, genau. Grundsätzlich kann ich dir den Look immer einfach mal geben. Von dem her ist gut. Okay, dann bin ich froh. Also unsere zweite Rubrik ist natürlich Am I the Asshole, bin ich das Arschloch? Eine von der Jenny und meine, würde ich sagen, Internet Guilty Pleasures. Und die Geschichte habe ich einfach sehr, sehr geil gefunden. Sind ihr parat? Okay? Die Yes. Frage ist, das ist ein Reddit-User gewesen, der fragt, bin ich das Arschloch, weil ich beim gemeinsamen Essen Faktenchecks am Smartphone durchgeführt habe? Okay, das ist der Header. Finde ich schon ein steiler Titel. Okay, ja, ich kann dich jetzt schon fragen. Was für Fakten, was für das Essen? Eben, es ist so ein bisschen challenging. Also, gut, das schreibt jetzt steht zwar nicht, ob es Mann oder Frau ist, also das hat ein Redditor oder eine Redditorin, schreibt, vor einigen Wochen, also ich tue es jetzt schnell auf Schweizerdeutsch übersetzen, ich hoffe, es ist okay. Vor einigen Wochen bin ich mit zwei Freunden essen. Normalerweise lassen wir dabei unsere Smartphones in der Tasche und erzählen, was los ist so im Leben, aber irgendwie sind wir währenddem auf ein Thema gekommen, das uns interessiert hat, und nämlich die 10 längsten Flüsse der Welt. Und da wir uns nicht sicher waren, haben wir die Antwort gegoogelt und damit hat niemand ein Problem gehabt. Klammern, es hat sich aber herausgestellt, dass Freund A die meisten Flüsse richtig gehabt hätte. Okay, also der Freund A hat dann ein bisschen später angefangen, Okay. Falschaussagen zu machen über Elektroautos. Und dann nach längeren Diskussionen, wo es da um andere Themen gegangen ist, zu denen der jetzt eine starke, aber leicht widerlegbare Meinung hat, habe ich, also der Redditor, dann doch noch mein Smartphone rausgeholt und zwei von seinen Aussagen damit widerlegt. Okay? Ja. Und er sagt, zugegeben, es hat ein bisschen gedauert, bis ich verlässliche Informationen dazu gefunden habe. Und der A hat mich aber beleidigt nachher und ich soll doch das Smartphone in der Tasche lassen. Und ich habe dann ein bisschen genervt geantwortet, dass ich das nicht machen wenn er nicht so viel Bullshit würde erzählen und dass dass ich jetzt einfach nicht so Falschaussagen stehen lassen. Okay? Dann sagt der A aufgestanden, hat gezahlt, ist gegangen und seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet bei mir. Jetzt vom Erzähler, okay? Und jetzt fragt jetzt der Redditor, sagt, hätte ich sollen antworten, dass mein Informationsstand dazu anders ist, anstatt nach dieser kurzen Diskussion das Smartphone rauszuholen? Das ist die Frage, die er stellt. Okay. Jetzt, ich weiß nicht, ich habe das ja auch schon gemacht, dass ich mit Freundinnen am Diskutieren bin, meistens nach irgendwie ein, zwei Gläser Wein. Und dann sagen mir so Sachen wie irgendwie, weißt du, so, hey, ich habe keine Ahnung, wie hat
wie hat der Justin Timberlake seine erste Freundin geheißen? Und dann sitzen wir da betrunken und sagen, Doris, es ist wieder Doris. Nein, wieso Melanie? Und dann einfach so, dann denke ich manchmal so, hey, das wäre so geil, wenn wir jetzt einfach wie so eine omnipräsente, so eine übermächtige einen Zauberer hätten, der uns die richtige Antwort können sagen. Wir haben alle einfach ein iPhone im Sack. Kann man Ja, ja. und irgendwie, ja. Aber es Ja. ist auch so ein bisschen ein Buzzkill, oder? Weißt du, quasi, wenn du es lustig hast und so und jemand nimmt das Telefon für, weißt du, und sagt irgendwie so, stimmt im Fall nicht, Afrika hat im Fall 15 Länder. Weißt du, so, schon ein bisschen arschig. Ja, also das Problem ist jetzt, mein Kopf ist natürlich jetzt schon auch immer noch bei der Frage hängen geblieben, weil es dann wirklich irgendwie die längsten Flüsse sind. Und Du denkst immer noch darüber nach. Sag's, ja, schau nein, mir, ich kann es sorry, nicht. welche? Also ich glaube, ich könnte die ersten vier nennen, aber ich müsste natürlich googeln, um das zu bestätigen. Okay, warte schnell. Kurzer Insert. Darf ich es mit der Weil Radiostimme ich meine, machen? wir sind ja halb schlau. Eine. Eine von uns hat einen höheren Abschluss. Könnt ihr mal raten, welche? Nein, okay, gut, also zurück. Eine von euch hat einfach so ein fucking competitive Bulldog-Brain, wenn sie irgendwie etwas hat, kann sie es nicht loslassen. Okay, also hör auf, über die längsten Flüsse Sorry. der Welt nachzudenken. Und jetzt wollen wir schnell darüber Ja, diskutieren. aber ich weiß nicht. Vielleicht vier schaffe ich, aber ich weiß nicht, ob die richtige Reihenfolge Ich habe haben. gesagt, kein Fluss. Es geht nicht um die Flüsse. Jenny, Doch! komm zurück zu mir. Kannst du das Also, nicht schnell googeln und dass ich das kann sagen und du kannst es fact-checken? Ich meine, ich wollte nicht Fake News da verbreiten im Podcast. Das wäre es geht nicht darum, welches die längsten Flüsse sind, sondern ob es arschig ist. Doch, natürlich. Fact checken kann. Nil, Nil ist dabei. Okay, gut. Definitiv der Nil. Der Nil ist, ich würde sagen, der Amazonas ist auch Ich drin sage, tot. Nil ist 1, Amazonas ist 2. 3 ist Amazon, 4 ist Mississippi. Okay, gut. Wir verlieren Also wenn irgendjemand muss das fact-checken, ich kann es nicht fact-checken, vielleicht kann es irgendjemand Ja, es fact-checken. ist aus dem Ruder gelaufen, literally Gut. das Ruder von unserem Flussfahrtschiff. Aber jetzt ist es das viel schön. Okay, aber ist Fakten checken am Smartphone, wenn man diskutiert mit Freunden, Ich finde, cool es kommt oder verdammt ein nicht? bisschen auf den Vibe drauf an. Ich meine, wenn du jetzt da irgendwie so ein bisschen, du hast es lustig und machst irgendwie so einen Dare-Challenge, eben, kannst du alle Staaten von den USA nennen oder kannst du alle afrikanischen Länder nennen oder so. Und dann bist du am Fact-Checken, dann bist du irgendwie so, bist so ein bisschen am Cheaten. Ja, aber eben, es geht ja darum in der Diskussion, dass es eben, weißt du, quasi, wenn ich finde, jetzt hat sie etwas gesagt, was nicht stimmt, oder? Und dann Dann findest du, sagst du doch einfach, ich glaube, es stimmt nicht. Also, ja, es ist schon einfach sagen, irgendwie so, eben, was ist der Vorschlag gewesen vom Reddit, der hat gesagt, hätte ich einfach erwidern sollen, dass mein Informationsstand dazu anders ist. ja, das wäre doch wie so. Ja. Also das wäre doch, ich glaube, das wäre einfach bei normalen Erwachsenen doch einfach der logische nächste Schritt gewesen. Genau. Zum Und da sagen, können wir immer hey, noch ein Follow-up irgendwie, machen. ich kann irgendwie ein Ja. anderes Verständnis von dem. Wieso hast du das Gefühl, es ist so? Ja, Dass man irgendwie schaut, okay, also. ja. Und Und eben, ich meine, weißt du, wenn der andere wirklich einfach nur irgendwelche Bullshit behauptet, ich meine, ja, ja, es ist, fair, dann kannst du irgendwann dann schon sagen, look, let me Google this for you und nein, sorry. aber weißt du, Aber es könnte auch so ein bisschen Schwurbler-Zeug abdriften, oder wenn jemand wirklich einen Scheiß erzählt und sagt, er, dann ist er rund um Chemtrails. Aber eben, es ist, also eben, es kommt halt verdammt drauf an, finde ich. Ich meine, also, also lass, weißt du, zum es ist, Beispiel, ich meine, wenn wir E-Autos, dann könntest du natürlich schon sagen, ja, E-Autos sind völlig nachhaltig. Und dann findest du so, ja, nein, weil Kobalt für Batterien ist halt schon voll, das ist voll problematisch. ja, Und, und das ist natürlich, haben die Redditors auch allgemein gefunden, das ist jetzt noch ein bisschen ein schwieriges Thema, weil es ist wirklich, E-Autos sind, man muss darüber diskutieren, sind sie wirklich nachhaltig, ja oder nein? Und darum, also ich kann jetzt einfach schon mal sagen, es hat 58% von den Leser von dieser Frage haben gesagt, nicht das Arschloch. Mhm. Und eben ein Kommentar ist mir dann rausgestochen, einer hat geschrieben, wieso, du bist nicht das Arschloch. Er sagt, er hat seine pauschale negative Ansicht zu bestimmten Themen hat kundtun mit ein paar Aussagen, wo er das Gefühl hatte, das seien richtig, weil sie zu seinem Weltbild passen. Und dann hat er es nicht vertraut, dass du sein Weltbild zerstört hast. Finde ich jetzt gerade ein bisschen weit. Also ich bin nicht immer so intense unterwegs mit meinen Freunden, aber ich finde auch, wenn man irgendwie findet, wie so, hey Dude, das stimmt jetzt einfach faktisch nicht, dann ist das let's agree to disagree und dann könntest du immer noch am nächsten Tag per WhatsApp noch ein paar Quellangaben und Links schicken, oder? gut, ich meine, wenn du jetzt an dem Standpunkt bist von let's agree to disagree, also bei Fakten finde ich das halt schon auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also Also, weißt, ich meine, also angenommen, du diskutierst jetzt, ob irgendwie, welches das die achte Kommastelle von Pi ist, dann gibt es halt das richtig und das falsch. Und ich meine, das kann man ja dann schon googlen und dann gibt es das richtig oder falsch. eben. Es ist Ich schon finde so ein Fakten. bisschen... Ja, Ja, ich würde nicht gerne über Fakten. Also, ich weiß nicht, wenn es dann so abdriftet in Fakten sind, also ja. ich habe eine Meinung und ich tue so, als wäre es ein Fakt, dann finde ich es schwierig.
Ja. Nein, aber es ist wie jetzt gerade bei mir irgendwie so als Beauty-Buff, wenn ihnen jemand sagt, weißt du, jemand kommt und sagt irgendwie so, ja, aber alle Sonnencreme sind hautschädigend. Weißt du, und das finde ich einfach irgendwie, so, weißt du, das finde ich einfach dann mega problematisch. Kann ich dann auch nicht so stehen lassen. Aber anyway. Also, gut. Also, ich glaube, was wir jetzt können sagen bei dem Am I the Asshole, Ja. ja, bist du so ein kleines Asshole. Also, ich finde schon, man hätte es anders können lösen, aber Ja, es gibt Abzug für nicht einfach kommunizieren wie normale Adults. genau, das ist so. Also ich finde, das sind so weise Worte gewesen. Siehst du nur? Hey, und das ist von den Jüngeren von uns zwei. Just saying, gell? Es ist wirklich, again, eine hat studiert. Nein, ich höre jetzt auf. Also, was ist unsere nächste Rubrik? Ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt die Welt Ja, verbessern. genau. Wir haben, also, wenn du die ersten Folgen von uns schon gelost hast, dann, wir haben ja, ich glaube, nach der zweiten Folge haben wir Miss Quote of the Week eingeführt und das hat ja auch dann sehr eine lustige Kategorie gehabt. Mhm. Ähm, aber wir haben es jetzt umbenannt und zwar in das musst du gehört haben, damit es mehr so wochenrückblickig wird. Und Ja. das musst du gehört haben. Und ich habe jetzt vor allem jetzt ein Zürich-Special. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht so genau, wer dahinter ist. Es gibt wenn du in HB reinfährst, auf der linken Seite, wo das Brockenhaus ist, gibt es ein ganz grosses Banner. Und das hat einen Google Maps Eintrag. Also wenn du auf Google Maps gehst und Patriarchy und Zürich suchst, dann Aha. kannst du die Patriarchy raten. Uh. Habe ich natürlich schon gemacht mit 10 out of 10, not recommend. Und es ist wirklich also schon jetzt auch beleidigt. Google nimmt immer wieder die schlechtesten Bewertungen dran. Oh mein Gott, es stimmt. Schau, ich bin gerade am Nachschauen. Das ist Patriarchy ist toll. Also 4 wirklich, Kilometer. Also go Zollstock. Patriarchy raten. Please, please, I Oh nein, beg es ist you. wirklich ein Stern. Ja, es ist so Eine. toll. Eben, Wie geil. das musst du gehört haben. Das musst du Okay, das musst du wirklich gehört haben. Also ich weiß auch, was ich direkt nach unserer Podcast-Aufnahme mache. Sehr geil. Ja, Ist eine Perle. Ist eine Perle, danke. ist wirklich eine Perle. We Ja, like ja, a lot. ja. We like a lot. Also, und hey, wir sind im Fall das Mal, finde ich das Gefühl, wir sind recht zackig Wir sind unterwegs. nur am durch. I know, du Oder? später, aber weißt du, was es auch ist? Ich habe, glaube ich, heute 6 Espresso gehabt. Espressi, Espressi. Espressi und ich merke es ein bisschen. Ich meine, man sieht es vielleicht ein bisschen, es ist Abend, wir nehmen das am Abend auf und ich bin immer noch hure wach, also von dem her. Ja, ja, ja. Also, wir Ich könnten auch habe nur vielleicht, eins gehabt. weißt Und du ich was? habe ein L-Toni gehabt. Das zählt auch noch ein Ja, bisschen. das zählt auch. Aber weißt du, wir probieren es jetzt aus. Schau, ich tue den Pace abschalten. Ein bisschen langsamer reden. Ja, Mit aber du Pause. bringst einfach noch die letzte Kategorie, Steffi. Fat Best Friend Advice of the Ich will nicht langsam reden. Ich kann es Das ist literally okay. Das ist nicht. mega anstrengend, aber man muss Geht langsam. wirklich nicht. Hey, ich bin im Fall wirklich, darf ich ganz schnell einen Einschub machen, bevor wir zu meinem Fat Best Friend kommen? Of Ich bin course. jetzt gerade ein paar Tage in Frankreich gewesen, in der Bretagne, und da kann Mhm. literally niemand Englisch. Du musst Französisch reden. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Ich rede mit meiner Freundin, wir laufen umeinander, Schweizerdeutsch, ne? Dann gehe ich in den Laden und ich so, Bonjour! Und dann habe ich gemerkt, dass ich das in jeder Sprache mache. Ich laufe in den Laden und ich sage immer so, Grüezi, Bonjour. Und dann aber so im Englisch, irgendwie so quasi, Hi, hello. Und ich rede wie so, es ist so wie so ein Frauenkölle, wie so ein Kind. Und ich bin physisch nicht in der Lage, ihn jetzt hinzusaugen und zu sagen, Grüezi. Siehst, ich kann es gar nicht, es kommt gar nicht richtig raus. Grüezi. Ja, du fährst halt deine Podcasts so an. Es ist wirklich so, Und dann steckst du mich an und dann muss ich Grüezi. das nachpitchen und es ist mega anstrengend. Es ist wirklich Grüezi. Und ich mache es immer so, weißt du, wie so ein Kind. Anyway, also ich habe gesagt, Bonjour. Also, wenn ich das nächste Mal gesehen und irgendwo im Laden, ich hau dir immer eins. Ja, genau. Dann sagen wir so, grüezi. Okay, gut. Also, jetzt mein Fat Best Friend ist ja unsere Rubrik, die wir irgendwie gefunden haben. Und ja, bevor es Hate gibt, ich habe das im Fall einer Freundin erzählt. Und sie hat gefunden, mir so, geht es eigentlich noch? Fat Best Friend und so sich selber als Fat bezeichnen. Das ist ein ganz anderes Thema, wo wir auch mal könnten anschauen miteinander, weil ich finde, ich bin literally fat und das ist auch völlig okay. Das ist nicht wertend. Das ist nicht mein Ja, also dumb. auch figuratively. Es ist wirklich. Ja, gut, der ist nicht schlecht gewesen. Aber dort schauen wir Themen an, wo irgendwie so Jenny und ich finden, irgendwie so als beide curvy Frauen, die Platz nehmen in der Welt, einfach was wir irgendwie finden, können wir der Welt mitgeben. Und vielleicht auch gewisse Probleme lösen. Das letzte Mal haben wir über Transits geredet. Und das ist Wir kommen den Friedensnobelpreis über für die es ist Representation of fat people und worldwide. eben, und weißt du, was ich jetzt gerade merke? Mein heutiges Thema mit my Advice of the Week hat eigentlich gar nicht mit der Figur zu tun, sondern es ist aus aktuellem Anlass und ich möchte mich schnell bei meinen Freundinnen entschuldigen, weil alle haben Geburtstag jetzt in den nächsten paar Wochen, inklusive ich. Ähm, also, und ich habe eine Frage. Es ist auch ein bisschen einmal die Asshole, aber es ist mit Advice. Ist es jemals, ich frage jetzt dich, Jenny, und auch euch die oder im Tram, wo ihr hört, also,
Ist es jemals okay, wirklich mit leeren Händen zu kommen, wenn du an eine Geburtstagsparty oder ein Geburtstagsessen oder ein Geburtstag-Apero eingeladen bist und der Gastgeber oder die Gastgeberin hat gesagt, kein Geschenkli, nein, du musst nichts mitbringen, komm einfach, nein, einfach du selber. Ist es okay? Weil ich hatte letzte die Situation gehabt und ich finde es im Fall mega unhöflich. Und wenn jemand, weil ich bin eine Rampensau, ich liebe es, Geburtstag zu haben und ich erzähle es auch allen. Ich gehe in die Migros und sage immer so, ich habe Geburtstag. Du sagst, grüezi, ich habe Geburtstag. Ja, Geburtstag heute. Nein, aber ich bin wirklich so eine, die das irgendwie auch fremden Leuten erzählen will, weil ich finde es einfach mega special, oder? Aber ich kann das A nicht gern, wenn irgendjemand sagt, wieso, nein, musst du nicht mitbringen, weil dann finde ich, dann bringst du trotzdem etwas mit, Mhm. du bringst Blumen mit, oder irgendwie Champagner oder irgendwie ein geiles Olivenöl und so. Es muss ja nicht ein Geschenkli sein, aber Ja, was ja. findest du? Also wenn jemand wirklich explizit sagt, kein Geschenk, was machst du? Ja, also, sagen wir es mal so. Wenn du gar nichts bringst, Mhm. das ist jetzt wahrscheinlich kontrovers, aber du bist wahrscheinlich einfach ein Deutscher. Ähm, Also, Können wir jetzt so stehen lassen? Ich finde ja, ich weiß, sorry, sorry. Ich nein, meine, I'll bitte, get aber into German, trouble for this. es Aber ist, du kannst nicht zu einem Schweizer heim und nichts bringen. Sorry, das geht einfach ja, nicht. also Also, wenn allgemein, jemand sagt, kein Geburtstagsgeschenkli, finde mhm, ich, ist wie okay. Dann will er wirklich einfach kein Geschenkli. ja. Wenn der aber einladen zu seinem Geburtstag bei sich heim, dann nimm nochmal irgendetwas in deine Klöppli und bring das mit. Ja, okay, gut. Also es ist einfach, ich, Aber dann gern etwas, wo so perishable ist. Also ja, Wein, Blumen, Champis, Sprüngli drauf, ja, whatever. es ist so. Also es Oder? ist, Von mir ja, aus auch irgendein Scented Candle, wenn die Person das cool findet. Einfach irgendetwas, wo du kannst brauchen, dann ist es weg und gut ist. ja. Aber ich finde Aber gar nichts. gar nicht, finde ich Gar einfach so, es ist einfach unhöflich. Das finde ich jetzt wie nicht okay. Aber anyway. Ja. Ich finde, was Also ich jetzt bei daran nicht mir gewusst, nicht. also sind wir die Einzige, ist so ein bisschen die Frage. Und Rude. wir haben ja jetzt auch unseren eigenen Instagram-Kanal und ich finde, das ist jetzt im Fall auch etwas, wo ich mich würde freuen über DMs. Also, falls du das jetzt hörst, in deinen Öhrli, die wieso Ja. sagen wir die wir können auch irgendjemand das hören. Und wenn du dich Ich mega offended fühlst als deutsche Person, dann tue ich mich gerne dann bei dir ja, persönlich. das ist aber dann voll auf der Jenny. Würdest du bitte dann schreiben, so, Hallo Jenny, kannst auch Jennifer, aber nein, es ist wirklich gut. Also ich bin gespannt, was ihr jetzt findet dazu. Aber weißt du, weil es ist auch, ich finde es auch legit, eigentlich, wenn jemand sagt, nein, will ich nicht, dass man sich einfach irgendwie so quasi querstellt und sagt, doch, das machen wir jetzt. Also, ihr wisst es ja, @halbschlauvollherz auf Instagram könnt ihr euch schreiben. Und ja, also ich bin wirklich gespannt, was die anderen sagen. We shall see. Was hast du mit Genau. deinen Haaren gemacht heute, Jenny? Das ist einfach, das regt mich auf. Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe nichts, ich habe einfach in die Bürste durchgezogen am 7. Uhr am Morgen und sie dort nicht mehr angeschaut, gell? Cool, sie hat mega schöne, Sagen also, wir es mal so, ich bürste meine Haare nicht jeden Tag. okay, das ist jetzt vom Sonntag, sozusagen. Nein, es ist daneben. Sie hat wirklich schön, Nein, nein, nicht vom Sonntag. Ich habe am, was ist heute? Donnerstag. Ich ja, habe am Dienstagabend Haar gewaschen. okay, fair. Ich habe es heute Morgen gewaschen. Und es ist jetzt einfach air-dried und noch nicht gestrahlt bis jetzt. Okay, so ein bisschen Hassendefizit, das ist total in der Das ist Ordnung. okay. Ich hasse dich auch ein bisschen. Okay, nein, aber wir Und haben das jetzt, trotzdem freue ich mich auf nächste Woche. es wird Die super. Okay, nächste Episode! nächste Episode. Und eben, also ich meine, wir sind für Themenvorschläge und eben Real Life Am I the Asshole-Geschichten Ja, von uns im Fall immer ja. sehr. Und Also du hast gehört, wir sind total unqualifiziert, aber wir geben gerne Ratschläge zu allen Lebensbereichen. absolutely. Also unseren Senf dazugeben, das können wir. Absolut. Immer. 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 Also, ist eine Freude Also, gewesen. Bis nächste Woche. danke. Tschüss zusammen.